Wir sind im zweiten Thema unterwegs von unserer Themenserie mit diesen großen Fragen. Und wir machen das so, wie es auch auf dem Flyer steht, wie die Einladung ist. Zuerst wollen wir diese Frage so richtig beleuchten und vertiefen und aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, mit Jesus in Beziehung zu treten. Die Frage heute ist, sind nicht am Ende alle Religionen gleich? Es gibt viele Varianten dieser Frage. Es gibt so Gedanken, wie man sich über Religionen Gedanken macht. Ein ganz berühmter Satz, der immer wieder auftaucht, ist von Karl Marx. Er hat gesagt, Religion ist Opium des Volkes. Wir wollen diese Frage dann auch aus christlicher Sicht beleuchten. Und ganz kurz vorweg schon genommen, die Antwort ist ja. Alle Religionen sind am Ende gleich. Und christlich beleuchtet ja, Religion ist Opium des Volkes. Vielleicht denkst du jetzt, okay, hätte ich eigentlich anders erwartet, keine Ahnung. Ich will das natürlich erklären auch. Und ganz grundsätzlich will ich euch auch einladen, mitzudenken. Wie sind die Argumente? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wie hält der Glaube, die Religion und so weiter den Anfragen stand? Und in dem Fall ist das eine kleine Warnung heute Morgen. Es gibt Leute, die leben in einer lebendigen Beziehung mit Jesus schon das ganze Leben. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wenn es Anfragen an diesen Glauben, an diese Beziehung zu Jesus gibt, dass man diesen Fragen dann nachgeht und auf den Grund geht und wirklich Antworten sucht. Es gibt vielleicht auch Leute hier, die sagen, ja, so lebendiger Glaube ist jetzt übertrieben, aber ich bin Christ, ja, das steht irgendwo im Pass, unter Konfessionen, ich wurde irgendwie mal konfirmiert und so, und wenn, dann würde ich in eine christliche Kirche gehen. Auch dann möchte ich dich ermutigen, zu prüfen, was ist die Grundlage dieses Glaubens oder dieser Religion. Und ich hoffe, es sind auch Leute hier am Zuschauen oder hier, die sagen, ja, ich würde mich gar nicht als religiös bezeichnen oder habe eine andere Religion als das Christentum oder vielleicht bin ich Atheist oder gleichgültig eingestellt all diesen Themen gegenüber oder so. Und auch hier ist die Herausforderung, ja wirklich den Kopf nicht nur als Hutständer zu brauchen, sondern zu denken und zu fragen, was steckt alles dahinter? Was ist die Grundlage von diesen Annahmen, die ich habe, nach denen ich mein Leben ausrichte? Aber ich möchte euch auch gratulieren, dass ihr heute hier seid und mitdenkt an diesen Fragen. Ich glaube, es sind sehr entscheidende Fragen, weil es gibt ja ein paar Dinge, die glauben wir einfach, die sind irgendwie individualistisch, wirklich unterschiedlich. Aber es gibt auch ein paar Dinge, da geht es um Wahrheit, darum zu suchen, was wirklich zählt. Und ich möchte das an einem kleinen Beispiel illustrieren. Bei der Frage der Religion geht es um etwas Größeres. Also nehmen wir mal an, es gäbe auf der ganzen Welt 3 Glassesorten. Wir machen dann gleich eine Umfrage, wer welche am liebsten mag. Schokoeis, Vanilleeis oder Erdbeereis. Okay. Wer ist am ehesten, wer würde dann Schokoeis wählen? Okay, wer würde Vanilleeis wählen? Wer Erdbeereis? Ja, die Meinungen gehen offensichtlich auseinander. Und das ist ja völlig okay. Jeder darf sein eigenes Eis mögen und wir Menschen sind ja unterschiedlich gemacht. Das ist etwas sehr Individuelles. Der Geschmack nach Eis, nach Glasse. Vielleicht würde jemand lieber Schwarzwälder Torte sowieso nehmen, kann auch sein. Jetzt, das ist etwas Subjektives. Aber beim Thema Religion geht es ja um andere Fragen. Und wir merken schnell, dass es dann am Ende wirklich einen Unterschied ausmacht. Ob ich einfach am Ende des Lebens, ob es dann einfach vorbei ist und mein Körper noch im Grab verrottet, aber es gibt nichts mehr. Oder ob ich dem Kreislauf der Reinkarnation unterworfen bin und dann als neues Lebewesen wieder auf die Welt zurückkomme. Zum Beispiel wäre ich gerne mal ein Adler, das Fliegen würde ich schon gerne ausprobieren. Oder ob ich dann nach dem Sterben vor Gott stehe und Rechenschaft ablegen soll oder muss über mein Leben. Also das macht einen Unterschied aus. Und dann fragt dann keiner mehr, ja, was gefällt dir gerade gut, wie fühlst du dich, was ist dein Geschmack, sondern da geht es um Wahrheit. Es geht darum, sich zu fragen, ja, was ist denn wirklich? Was könnte sein? Verhält das? Es ist nicht eine Frage des Geschmacks, sondern es ist eigentlich eine Suche nach Wahrheit. Und auch schon vorweggenommen, diese Frage aus christlicher Sicht beleuchtet, als Christen sagen wir haben die Wahrheit gefunden. Wir haben Jesus gefunden. Er ist für uns die Wahrheit. Wir erheben Wahrheitsanspruch. Und in diesem Fall sage ich, ist das nicht irgendwie intolerant oder schlecht, sondern es ist sogar sehr wichtig,
dass man sagt, ja, wir suchen nach der Wahrheit und wir denken, wir haben eine Wahrheit gefunden. Und eigentlich erwarte ich das auch von Menschen, die anders glauben oder anders denken, dass sie sagen, ja doch, ich glaube, das ist die Wahrheit, das ist eine andere, als du denkst. Und dann kann man darüber reden und diskutieren und Argumente abwägen und wirklich suchen, ja, was ist denn der Wahrheitsanspruch? Könnte das sein? Also ich finde das super, wenn das eine Wahrheitssuche ist, wo man sich begegnen kann und einander wertschätzen kann mit unterschiedlichen Meinungen, aber wenn man bemüht ist, auch eine Wahrheit zu finden. Jetzt hinter dieser Frage, die wir hier haben, da stecken natürlich so verschiedene Nuancen dahinter. Und das hat auch ganz viel mit Glaube zu tun. Das möchte ich mal zeigen. Also eine Nuance, die darin steckt, ist, alle Religionen sind gleich wahr und lehren im Grunde dasselbe. Also im Kern irgendwo sind dann alle Religionen gleich. Das ist etwas sehr Populäres in unserer Gesellschaft, dass Leute das so denken oder sagen oder sich so diese Meinung bilden. Und bei all diesen Annahmen oder, sage ich mal, Glaubenssätzen ist es ja wichtig, dann auch ein bisschen weiter zu fragen. Also ich möchte mal bei dieser Frage ein bisschen dranbleiben und schauen, was so eine Grundlage ist, dieser Annahme. Dazu ein kleines Gedankenexperiment. Es gibt in den USA eine anerkannte Glaubensgemeinschaft, die nennt sich Euthanasia Church. Und diese Glaubensgemeinschaft, diese Religion, sage ich mal, die hat einen Glaubenssatz, nämlich man darf sich nicht fortpflanzen. Weil das Ziel dieser Religion ist, dass man ausgleicht, die Menschen und andere Lebewesen und so weiter, dass das wieder in eine Balance kommt. Und die sind der Meinung, der Mensch darf sich nicht mehr fortpflanzen. Und anscheinend haben sie 4 Grundpfeiler, das ist Abtreibung, Sodomie, Kannibalismus und Suizid. Und so weiter. Anerkannte Glaubensgemeinschaft. Jetzt alle schütteln den Kopf und sagen, boah, das kann ja nicht sein. Und wahrscheinlich viele Menschen, die sagen, ja, alle Religionen sind gleich wahr und lehren im Grunde dasselbe und sagen, ja, aber die gehören nicht dazu. Also die nicht. Vielleicht ein paar andere auch nicht. Aber diese schon, diese auch. Und da fragen wir uns, also ich bin ja froh, dass ihr ein bisschen den Kopf geschüttelt habt und so weiter. Habe ich auch gemacht, dass ich das gelesen habe. Aber die Frage ist, wo setzen wir die Grenze? Wer bestimmt, was dazugehört? Was nicht. Und dann kommen dann oft so Gedanken wie, ja, es gibt irgendwie einen allliebenden Gotteswesen oder irgend so etwas, einen allliebenden Geist im Universum oder so. Das wäre so das Verbindende dann, das in allen Religionen vorkommt. Und dann fragt man dann, ja gut, aber was ist mit all den Religionen, die gar keine Liebe drin haben? Oder die gar keinen Gott drin haben? Irgendwie muss ja jemand dann eine Grenze setzen und sagen, was gehört dazu und was nicht. Und sobald man das tut, erhebt man selber einen neuen Wahrheitsanspruch und hat einen eigenen Glauben. Man glaubt nämlich, das gehört dazu, das nicht, das darf sein, das nicht. Und sofort hat man wieder ein eigenes Glaubenssystem, eine eigene Weltanschauung aufgebaut und muss mit Argumenten prüfen, ja, hält das stand, was man sich da aufgebaut hat. Also es ist etwas, eigentlich eine neue Religion, die da kommt, wo man sich sogar über die anderen wieder rüberstellt und sagt, ich weiß, was dazugehört und was nicht. Also eine neue Erkenntnis, eine andere Wahrheit, die man dann aber auch belegen müsste oder muss. Ein anderer Satz, der sehr ähnlich ist, alle Religionen erkennen einfach einen Teil der spirituellen Wahrheit. Also alle haben irgendwie ein Stück davon gefunden. Bekannt ist diese Geschichte vom Elefanten, wo zum Beispiel in verschiedenen Kulturen vorkommt. Also da kommen ein paar Blinde zu einem Elefant und alle diese Blinden betasten diesen Elefant und einer sagt, boah, dieses Teil, das Bein am Betasten, dieses Teil ist wie eine Säule. Einer ist beim Schwanz dran, boah, dieses Teil ist wie ein Seil. Einer ist beim Rüssel, nein, dieses Teil ist wie ein Ast. Einer ist beim Bauch, nein, das ist eine große Wand. Und einer ist beim Stoßzähnen, nein, das ist ein Rohr. Und so weiter. Und dann sagt man, ja gut, alle haben einen Teil der Wahrheit erkannt, aber das große Bild, das fehlt halt oder das kommt dann zusammen, wenn man das zusammentut. Jetzt müsste man aber fragen, wenn man da noch ein Stück weiter denkt, wie ist das wirklich? Wieso geht man davon aus, dass diese Blinden nicht zusammen sprechen?
Also die haben ja viel Zeit und irgendwann merken die ja, der Rüssel, das geht zum Kopf, da sind noch die Stoßzähne dran, er hat ein paar Beine und der Bauch und so mit dem Schwanz verbunden. Und plötzlich merkt man, das ergänzt sich ja wunderbar. Also müsste man annehmen, dass die verschiedenen Religionen, die es seit Jahrtausenden gibt, zusammen sprechen, was man ja viel tut. Man spricht und diskutiert und debattiert und vergleicht und so weiter. Und irgendwie müsste man zu einem großen Ganzen kommen können. Und ein zweites, was irgendwie dann wie unlogisch erscheint, wer sagt, dass es überhaupt einen Elefanten gibt? Vielleicht ist ja wirklich eine Säule, ein Ast und ein Seil und so weiter da. Also derjenige, der erkennt, dass es einen Elefanten gibt, der ist nicht der Blinde, sondern der ist dann der Sehende, der Erleuchtete, derjenige, der die Wahrheit kennt. Also sobald ich denke und diesen Satz aufstelle, überall hat es irgendwie ein Stück Wahrheit drin, stelle ich einen neuen Wahrheitsanspruch, nämlich dass ich weiß und glaube, dass alle Offenbarungen und heiligen Schriften von diesen verschiedenen Religionen irgendwo falsch sind oder nur ein Stück enthalten und irgendwie das dann zusammenkommen muss. Das ist ein neues Glaubenssystem, das aufgestellt wird und das man dann begründen müsste. Woher kommt dieser Glaube? Woher kommt diese Wahrheit? Woher kommt dieses Wissen? Das muss man doch mit Argumenten belegen können. Ein dritter Satz, der häufig auch ähnlich klingt und vorkommt: Religion und Glaube sind Produkte der Kultur, sind also falsch. Kurz gesagt, jemand kommt in einer christlichen Familie zur Welt, der wird halt ein Christ, und wenn du in Marokko auf die Welt kommst, wirst du halt ein Muslim und so weiter. Also dein Glaube, den du hast, ist einfach von deiner Kultur geprägt und du kannst wie gar nichts dafür, aber das heißt, er kann auch nicht richtig sein, weil es ist ein kulturelles Produkt in dem Sinn. Tatsächlich ist das eine spannende Frage, wie viel prägt die Kultur wirklich den Glauben, den eigenen Glauben? Aber es ist trotzdem wichtig, auch noch einen Schritt weiter zu denken. Ja, wenn ich diesen Satz sage, dann ist ja mein Denken auch von meiner Kultur geprägt und muss demnach falsch sein. Ich muss ja trotzdem dann irgendwie die Wahrheit suchen. Also wenn man sagt, ja, was von Kultur geprägt ist, ist falsch, dann ist dieser Satz auch falsch, weil es ist auch von Kultur geprägt. Wo finde ich dann die Wahrheit? Also auch wenn die Kultur tatsächlich vieles prägt, bleibt trotzdem die Aufgabe an uns Menschen, die Wahrheit zu suchen. Eigentlich egal, wo ich bin auf der Welt. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, es ist nicht einfach, aber man kann sich dann nicht mit dieser einfachen Ausrede wie rausreden und sagen, ja, ist jetzt halt so, Pech oder Glück gehabt, was auch immer, jetzt muss ich halt dem glauben. Also es gibt noch weitere so Sätze, die wir heute oft hören, mit verschiedenen Ansichten über Religion, und wir merken schnell, ob ich da wie als Skeptiker unterwegs bin, als Pluralist quasi alles zusammengibt, ein großes Ganzes, oder ob ich alles relativiere als Relativist oder ob ich gleichgültig bin oder was auch immer. Es steckt immer ein Glaubenssystem dahinter und irgendwie muss ich dann trotzdem argumentieren und belegen können, wieso das die Wahrheit sein sollte oder wieso ich diesen Anspruch erheben darf. Und das wünschte ich mir eigentlich, dass jeder Mensch mit seinem Glaubenssystem, mit seiner Weltanschauung so wie ehrlich hinstehen kann, sagen, ja, das glaube ich, was glaubst du? Und dann könnten sehr spannende Gespräche daraus entstehen, dass man dann darüber diskutieren kann. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir verantwortungsvoll sind mit unserem Leben, weil es geht ja hier nicht um Klasse-Geschmack, Erdbeer, Vanille und so weiter, sondern es geht eigentlich um alles oder nichts, dass wir wirklich verantwortungsbewusst sind und versuchen, diese Fragen zu beantworten und Wahrheit zu finden und diesen Fragen nachgehen. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen diese Frage auch aus christlicher Sicht beleuchten. Und tatsächlich ist es so, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und gesagt hat, ich erhebe Wahrheitsanspruch, dass das wahr ist und die anderen Dinge falsch sind. Und es gibt verschiedene Bibelstellen, die das belegen, und diese bekannteste von alles in Johannes 14,6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, hey Leute, ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen Weg und ich bin die Wahrheit und es gibt keine anderen Wahrheit. Und ich bin das Leben, man kommt sonst nicht zum Vater. Viele denken manchmal, ja, das ist irgendwie krass, darf man das überhaupt noch sagen?
ja, gibt nur einen Weg und die anderen Wege sind falsch. Aber eben, wie gesagt, das soll man dann diskutieren und die Argumente abwägen. Und ich will ein paar Gründe zeigen, was so speziell daran ist. Also das Erste ist, ich habe ja auch gesagt, christlich beleuchtet, diese Frage heißt eigentlich, würde ich sagen, ja, alle Religionen sind gleich. Ich würde sogar sagen, in allen Religionen steckt ein Stück Wahrheit drin. Das könnte ich aus christlicher Sicht unterschreiben. Ich will das kurz aufzeigen. Das Erste ist nämlich, dass Gott selber sagt in der Bibel, dass er in der Schöpfung erkennbar ist. Im Psalm 19,2 heißt es, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Also egal, wo ich bin auf der Welt, welche Kultur ich habe, welchen Bildungsstand und so weiter, ich habe den gleichen Himmel wie alle. Und wenn ich da hinaufschaue, wenn ich die Schöpfung betrachte, dann muss ich zum Schluss kommen irgendwann, dass es etwas Größeres geben muss. Irgendwie eine unsichtbare Gottheit, eine Kraft, irgendetwas, das das gemacht hat, das ewig ist, das weitergeht. Und das wird im Römer dann auch aufgenommen. Denn sein, also Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Also aus christlicher Sicht kann man sagen, jeder Mensch, der die Schöpfung betrachtet, kann zum Schluss kommen, dass es irgendwie etwas Größeres, einen Gott, eine Kraft geben muss. Das kann man auf der ganzen Welt entdecken, egal ob man jemals von Jesus und so weiter gehört hat, egal wo das man ist. Also ein Stück Wahrheit kann man überall finden. Einen zweiten Grund, den es gibt, lesen wir im Prediger, dort heißt es, alles hat er, also hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Also was Gott alles gemacht hat, ist am Schluss zu groß, um für den Menschen wirklich ergründen zu können, aber die Ewigkeit ist in das Herz gelegt. So eine Art Sehnsucht nach mehr, dieses Suchen nach mehr, dieses Wissen, dass das Materialistische, das was es gibt, das was sichtbar und anfassbar ist, dass das nicht alles ist. Das hat Gott ins Herz vom Menschen gelegt. Und tatsächlich suchen ja die Menschen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt immer nach diesem Meer und suchen hier Antworten zu finden. Und tatsächlich kann man so erahnen, dass es etwas Größeres geben muss, ohne dass man die Bibel zum Beispiel kennt. Und etwas Drittes noch, auch ganz spannend, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Also Gott, wenn wir in der Bibel lesen, aus christlicher Sicht sagt, ich habe etwas Göttliches in den Menschen hineingelegt. Das bedeutet auch, wenn ich den Mensch, das Herz, das Wesen des Menschen betrachte, kann ich Rückschlüsse ziehen auf Gott, auf einen Schöpfer. Ganz spannend, ein Bischof, der heißt Leslie Newbigin, der hat in Südindien 40 Jahre gearbeitet und er hat erlebt, wie von verschiedenen Religionen verschiedene Menschen zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und er hat gesagt, tatsächlich beobachtet man oft, dass die Suche, die diese Menschen im Leben hatten, Dinge, die sie entdeckt haben, dass sie dann in der Rückschau gemerkt haben, wie dort bereits Gott sie gezogen hat, wie bereits Gott zu ihnen gesprochen hat, in dieser Suche drin. Er zitiert das dann, oder ich kann ihn so zitieren, in seinem Werk. Ich komme nicht zum Zitat. Er sagt, dass es ein Element der Kontinuität gibt, die von der Erfahrung vieler bestätigt wird, die sich von anderen Religionen zum Christentum bekehrt haben. Obwohl zu dieser Bekehrung auch eine radikale Diskontinuität gehört, also es ist etwas radikal auch neu geworden, herrscht oftmals hinterher die starke Überzeugung, dass es der lebendige und wahre Gott war, der sich ihnen in den Tagen ihres vorchristlichen Ringens erwiesen hat. Also all diese Dinge, die man entdecken kann, wo man Gott erkennen kann, er hat es wie gemerkt, dass diese Leute, die waren auf der Suche und haben immer irgendwie etwas von dieser Wahrheit mitbekommen, bis sie dann zu Jesus gefunden haben. Ich möchte aber hier noch ein Stück stecken bleiben, also eben diese Ebenbildlichkeit. In der Schöpfung heißt es, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott hat sie nach seinem Bild geschaffen, hat etwas Göttliches in den Menschen hineingelegt. Da könnte man sagen, ja wirklich christlich beleuchtet, jeder Mensch hat irgendwo eine Art Zugang zu Gott oder könnte sein oder sollte es sein. Und ein Teil von dieser Gott-Ebenbildlichkeit ist unser Gewissen, das wir haben.
Ich will deshalb auch über unser Gewissen noch ein paar Minuten sprechen. Wie ist das mit unserem Gewissen? Tatsächlich ist es ganz spannend, dass eigentlich universell die Menschen oft merken oder spüren, wenn man etwas falsch macht oder wenn man etwas gut macht, wenn etwas nicht in Ordnung ist oder wenn etwas in Ordnung ist. Wenn die Dinge gut laufen oder wie dann die Bibel sagt, wenn es Sünde ist. Das wird auch in der Bibel aufgegriffen, sehr spannend. Im Römer 2 heißt es, obwohl die anderen Völker Gottes Gesetz nicht haben, gibt es unter ihnen doch Menschen, die von sich aus danach leben. Daran zeigt sich, dass sie Gottes Gebote in sich tragen, auch wenn sie diese gar nicht kennen. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass die Forderungen des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben sind. Das wird ihnen durch ihr Gewissen und auch durch ihre Gedanken bestätigt, die sie entweder anklagen oder freisprechen. Also der Mensch hat so wie diesen inneren Kompass, der dich entweder anklagt, hey, das war jetzt nicht gut, das war nicht in Ordnung, das hast du schlecht gemacht, das ist unfair, das ist nicht gerecht. Oder der dich freispricht, der sagt, hey, das war jetzt gut, das passt, das sollte so sein, das ist super. So eine Art wie ein inneres Moral oder Gewissen. Bei den Kindern ist das sehr gut immer zu entdecken. Also meine kleinste Tochter, die hat gerade so eine Phase, wenn sie etwas schlecht gemacht hat, dann will ich ja mit ihr darüber reden und dann wird sie zuerst so richtig launisch und ein bisschen motzig und dann irgendwann sagt sie, nein, ich will nicht darüber reden. Und ein bisschen später merke ich dann oft, sie will nicht darüber reden, weil es ihr peinlich ist. Weil sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie eigentlich das gar nicht hätte tun wollen, aber trotzdem getan hat. Und sie weiß vielleicht gar nicht so genau wieso. Und sie weiß eigentlich, dass es falsch ist. Sie hat so Schuldgefühle. Aber es tut ihr dann gut, wenn man trotzdem darüber reden kann und es dann nachher in Ordnung ist. Aber das ist eigentlich so das Natürliche, oder? Und das Brutale ist ja, dass dieses Gewissen, das in uns drinsteckt, das uns manchmal anklagt, dass das sich unangenehm anfühlt. Das ist nichts Bequemes. So, das macht sich im Magen breit und kann gemäß Geo-Wissen sogar zu Depressionen führen. Und das Schwierige ist jetzt ja, dass es die ganze Zeit so Situationen gibt, wo unser Gewissen sich meldet und sagt, hey, stopp, das ist nicht gut. Und dann schon wieder und die ganze Zeit. Und unser Gewissen in uns, das beginnt so wie einen Kampf und es ist unangenehm. Wir müssen uns dem stellen, aber wollen gar nicht. Und irgendwie müssen wir da auf mit dem umgehen können. Tatsächlich beschreibt die Bibel, was die größte Herausforderung ist in diesem Kampf, nämlich, dass uns diese schlechten Dinge immer mehr auch von Gott trennen. In Jesaja 59,2 heißt es, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Also obwohl all diese Schuld und dieses Schlechte und diese Sünde wie eine Mauer zwischen uns und Gott stehen, hat Gott trotzdem so einen Anknüpfungspunkt in uns hineingelegt, unser Gewissen, dass wir merken, ja, irgendwie müsste man das doch in Ordnung bringen, irgendwie müsste man hier auf einen grünen Zweig kommen, irgendwie müsste wieder Frieden hineinkommen. Und jetzt gibt es verschiedene Dinge, was man tun kann. Einige Menschen, die haben jetzt sehr gut geübt im Leben, das Gewissen abzustumpfen. Also zu sagen, ja, das macht ja jeder, das ist nicht so schlimm, das gehört ja fast schon zum guten Ton, andere machen das ja auch und so weiter. Und wenn wir heute die Welt anschauen, dann ist das eigentlich richtig traurig, wenn man sieht, wie viel Böses, wie viel Leid und Schlechtes entsteht, einfach weil Menschen ein abgestumpftes Gewissen haben. Aber über das ganze Thema Leid werden wir dann am nächsten Sonntag nachdenken, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Woher das alles kommt, das ist am nächsten Sonntag dran. Also man kann das Gewissen abstumpfen und ich denke, als Erwachsene haben wir einige Strategien entwickelt, wie wir das tun können. Man kann aber auch das Gewissen beruhigen, indem man sagt, ja gut, das war jetzt nicht so toll, dafür mache ich irgendetwas, um das wieder wie auszugleichen. Ich helfe irgendjemandem, ich spende Geld für irgendwelche Notleidenden, ich bin freundlich zu Leuten oder so, dass man dann sagen kann, ja, irgendwie sollte es ja wieder aufgehen. Tatsächlich gibt es ja ganz viele Erfindungen von Menschen, wie man das machen kann. Und eine Erfindung ist per se eigentlich immer ein Mittel zum Zweck.
Also ein paar Erfindungen, es ist eigentlich ganz logisch. Zum Beispiel hat jemand mal gesagt, derjenige, der auf der Bühne steht und redet, sollte man verstehen und hat ein Mikrofon erfunden. Das ist das Mittel zum Zweck, um zu verstehen. Oder jemand, der gern gelesen hat am Abend, hat gesagt, wir brauchen irgendwie etwas, das Licht gibt und hat eine Glühbirne erfunden. Mittel zum Zweck, es soll Licht geben. Und jetzt haben Menschen auch Dinge erfunden, um das Gewissen zu beruhigen. Und aus christlicher Sicht behaupte ich, die Religionen sind Erfindungen von Menschen, um das Gewissen zu beruhigen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schockierend, aber ich will das auch ein paar Beispielen belegen. Und zwar tatsächlich geht es ganz oft in der Religion darum, dass man sich irgendwelche Götter nimmt oder macht oder sucht, um dann mit ihnen in eine Beziehung zu treten, sie anzubeten, ihnen zu opfern, alle möglichen Dinge, sich ihnen zu verschreiben, um irgendwie das wieder ins Lot zu bringen, das wieder gut zu machen, das Gewissen zu beruhigen. Oder man hat Übungen eingeführt, man hat Pflichten, man hat einen edlen Pfad, den man gehen muss, um irgendwie dann wieder in den Frieden zu kommen, ins Lot zu kommen. Man muss das Karma ausgleichen, damit alles möglichst ausgewogen ist. Man hat Rituale, die man machen muss und dann ist es wieder ausgeglichen. Oder man sucht sich Gegenstände zusammen, man heiligt dann irgendwelche Tiere oder Flüsse oder ein heiliger Berg muss dorthin pilgern oder diesen Opfern bringen, gut für diese Schauen. Oder man nimmt andere Dinge, zum Beispiel Pflanzen, Heilmittel und versucht mit dem Übersinnlichen in Kontakt zu treten, mit den Ahnen irgendwie wieder in Frieden, eine Balance zu finden, Kommunikation mit Engelwesen und so weiter. Man sucht verschiedene Dinge, wie man dieses Gewissen wieder beruhigen kann und in Ausgleich bringen kann, dass irgendwie der Friede einkehrt und das wieder wie ausgeglichen ist. Und dann gibt es Leute, die haben noch eine andere Strategie, die sagen, ja, es gibt gar keinen Gott, es gibt gar keinen, den ich Rechenschaft schuldig bin. Dieses Gewissen ist eigentlich eine Produktion unserer Gesellschaft und Kultur und so weiter. Also das muss es gar nicht geben. Das ist auch eine Art, wie man dann dem begegnen kann. Und das sind alles so Dinge, wo man versucht, das Gewissen zu beruhigen und irgendwie das Ganze in Ordnung zu bringen. Entweder mit Handlungen oder indem ich dem Ganzen entfliehe und weggehe, dass die Waagschale wieder ausgeglichen ist. Und jetzt bist du vielleicht da und sagst, ja, das Christentum ist genau das Gleiche, oder? Wenn es nicht mehr ausgeglichen ist, ja, dann musst du halt zur Beichte gehen oder ein paar Rosenkranzgebete machen oder irgendwie regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Dann kannst du es wieder ausgleichen oder du musst schauen, dass du schön brav getauft bist als Kind und dann konfirmiert und so weiter. All diese Dinge. Das kann alles Religion sein. Dinge, um das Gewissen zu beruhigen, irgendwie versuchen, das Ganze ins Lot zu bringen, irgendwie mit Gott im Frieden zu sein und so weiter. Also ich würde sagen, Religionen sind da, Bemühen der Menschen, um sich selber Gerechtigkeit zu verschaffen oder diesen Graben zu Gott wieder zu überwinden. Und deshalb sage ich auch ja, Religion ist Opium des Volkes. Opium ist ja wie ein Rauschmittel, oder? Um die harte Realität vielleicht zu vernebeln. Das kann eine Religion sein und das Gefährliche ist, das funktioniert recht gut. Dann macht man etwas Schlechtes und dann gleicht man es aus zu etwas Gutes und sagt, ja, das war jetzt gut. Und dann geht man weiter und so weiter. Und das klingt in dem Moment recht hoffnungslos. Es ist wie wenn der Zahn schmerzt und ich nehme ein Schmerzmittel und denke, ja, das hat es gut getan. Aber der Schmerz ist noch da, oder? Der kommt nachher sofort wieder. Die Wurzel ist nicht behoben. Das Problem ist noch da. Aus christlicher Sicht, die Sünde ist immer noch da. Es ist wie ein Geschwür, das geht nicht einfach weg. Das kann man nicht beruhigen oder den Deckel drauf tun oder ausgleichen oder irgendwie wieder ins Lot bringen, ist unmöglich. Und jetzt gibt es aber etwas, das ist vollkommen anders. Das ist eine gute Nachricht. Das heißt auf Altgriechisch Evangelium. Das Evangelium ist an diesem Punkt vollkommen anders. Und das wird jetzt sehr spannend. Also ich sage, Religion ist wie menschlich erfunden, um das Gewissen zu beruhigen. Aber das Evangelium ist von Gott gegeben. Religion sagt immer, was der Mensch tun muss. Und das Evangelium sagt, was Gott getan hat. Die Religion ist immer Suche nach Frieden, nach irgendwie Hoffnung, nach Erlösung, nach Gott. Und das Evangelium sagt, nicht du musst suchen, sondern Gott hat dich gesucht. Die Religion ist so quasi, es ist notwendig, äußere Handlungen zu vollbringen, Taten zu machen. Und das Evangelium sagt, du bekommst eine innere Veränderung geschenkt. Und durch das wird sich auch äußerlich einiges ändern. Es gibt eine mega coole Begegnung,
die Jesus hatte mit einem super religiösen Menschen, mit dem Nikodemus. Das war ein Pharisäer, das war damals, das Pharisäertum könnte man sagen, das war damals die Superreligion. Also die haben so alle Gesetze und Gebote befolgt, die sie kannten, so gut wie eigentlich niemand anders. Also wenn es jemand gut und richtig gemacht hat, dann sie. Also ein Superreligiöser war das quasi. Der hatte das beste religiöse System damals und der ist zu Jesus gekommen. Ich lese da vor aus dem Johannes 3. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Jesus, ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Also Jesus sagt diesem Nikodemus, diesem Superreligiösen, du kannst äußerlich machen, was du willst, aber das viel wichtiger ist etwas anderes, dass du geistlich neu geboren wirst, dass du eine innerliche Veränderung erfährst, dass dein Herzen neu geboren wird. Und damit meine ich jetzt nicht so etwas Ähnliches wie Reinkarnation oder so, sondern ein neues Leben, das Gott dem Menschen schenkt. Dem Menschen, der sich Jesus zuwendet und sich zu Jesus bekehrt. Und das ist auch meine Frage heute. Wo bist du unterwegs? Dieses Gewissen, hörst du es noch? Bist du zu Jesus gekommen und hast du so eine Neugeburt erlebt? Erinnerst du dich an so ein Erlebnis, wo du so wie neu geboren worden bist? Das ist ja eigentlich ein sehr klares und deutliches Bild. Wir sind hier in dieser Welt. Wir leben hier, weil wir irdisch geboren sind. Unsere Eltern haben uns gezeugt und das ist die Voraussetzung für das Leben hier auf der Welt. Und deshalb leben wir hier und wir sehen diese Welt. Sonst, wenn wir nicht geboren wären, würden wir diese Welt nicht sehen. Und jetzt sagt Jesus, genau das Gleiche ist es bei Gott. Wenn der himmlische Vater dich zeugt, bist du ein Kind des Himmels oder des Gottesreiches, wie es dann Jesus nennt. Und das ist die Voraussetzung, dass du dann das himmlische Reich, das Gottesreich überhaupt sehen kannst. Also ohne so eine Neugeburt ist das gar nicht möglich. Da kannst du tun und machen, so viel du willst. Da gibt es keinen Weg von dir aus dorthin. Und Jesus sagt dann weiter auch im Gespräch mit diesem Nikodemus, du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an eine Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Also Jesus sagt dir, das, was ich dir anbiete, sind nicht religiöse Handlungen, ist nicht Tun, sind nicht Aktionen, ist nicht ein Weg, den du gehen musst, sondern ich möchte dir ein neues Leben schenken. Du kannst hochschauen zu mir. Ich bin auch am Kreuz gehangen, bin gestorben da und habe für deine Schuld und Sünden bezahlt. Ich habe das gemacht, was nötig ist, damit dein Gewissen wieder Ruhe haben kann. Ich habe es wieder gut gemacht, ich habe den Preis dafür bezahlt. Du darfst diese Vergebung annehmen und dieses Leben annehmen. Und jetzt spürst du vielleicht auch, wieso das so anders ist und anders klingt, als das, was man in vielen Religionen findet. Dass das total anders ist. Es ist nicht ein Weg, den man gehen muss, eine Wahrheit, die man finden muss, sondern es ist eine Person, auf die man schauen und der man vertrauen kann. Eine Person, die der Weg ist und eine Person, die die Wahrheit ist und eine Person, die das Leben ist. Es ist kein System der Veränderung, das rettet, sondern es ist Gott, der kommt zu uns Menschen
und uns rettet. Jesus von Nazareth. Also es ist so diesen Unterschied, ich möchte euch den einfach mitgeben, dass man das so wie festhalten kann. Die Religionsstifter, die sagen immer, ich kenne einen Weg, tu dies und das hilft dann. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Viele Religionen geht es darum, zu gehorchen und Dinge zu befolgen und zu versuchen. Und vielleicht reicht es dann. Jesus sagt, ich habe gehorcht. Ich habe schon alles befolgt, was nötig ist. Und ich habe schon alles getan, was nötig ist. Es reicht. In vielen Religionen tue ich Dinge eigentlich um Angst, weil ich irgendwie Gottes Segen oder diesen Frieden oder was auch immer suche. Aber wenn ich von Jesus neu geboren bin, dann habe ich den größten Segen und das größte Geschenk ja bereits erhalten und diesen Segen. Und ich darf einfach anders leben. Religion beruht oft auch auf Ausgrenzung. Ich habe einen Wert, weil ich dazugehöre und andere nicht. Bei Jesus ist es anders. Der Wert beruht darauf, dass Jesus sich ausgrenzen ließ für mich. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir haben am Anfang mit dieser Frage gestartet, sind nicht am Ende alle Religionen gleich? Was denkst du darüber? Was glaubst du? Ich möchte dich ermutigen, die Fakten zu prüfen, die Argumente zu prüfen, deines Glaubenssystems, dem, was du für richtig und falsch hältst, diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe das geprüft und habe gemerkt, dass ich diese Neugeburt von Jesus möchte, dass ich das Reich Gottes sehen möchte und das Geschenk annehmen möchte. Und wie gesagt, dazu möchte ich auch heute dir diese Gelegenheit geben. Immer wenn man zu Jesus kommt und eine Neugeburt erleben möchte, sind zwei Dinge wichtig, dass etwas rausgeht und etwas reinkommt. Und das ist so ein Gebet in 4 einfachen Schritten. Das erste ist, dass ich sage, ja Jesus, ich glaube an dich. Ich schaue zu dir hoch und ich glaube, dass du schon alles für mich getan hast, dass ich es nicht mehr tun muss. Und ich nehme das an als Geschenk. Ich will neu geboren werden. Das zweite ist, dass ich dann Jesus um Vergebung bitte für all diese Dinge, die mein Gewissen belastet. Jesus, vergib du mir diese. Die Sünde geht raus. Und dann kommt etwas rein, dass ich sage, Jesus, komm du in mein Leben. Komm du in mein Herz hinein. Dass ich mich Jesus hingebe und sage, Jesus, jetzt sehe ich dein Reich. Lerne mich so zu leben, wie es deinem Reich entspricht. Das kann ein einfaches Gebet sein, das könnte so tönen. Ich lese das einmal vor. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich getrennt von dir bin. Du hast mich gerufen und lädst mich ein, dein Kind zu werden. Jesus, ich glaube an dich, dass du der Retter und Sohn Gottes bist und für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe, meine Fehler, meine Sünden. Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, ich gehöre dir. Verändere mich so, wie du mich haben willst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke 1000-mal. Amen. Also das wäre so ein kurzes Gebet, wo man das zum Ausdruck bringen kann, dass man dieses Geschenk der Neugeburt von Jesus annehmen will, dass man diesem Rennen entrinnen will, um es selber irgendwie zu schaffen und zu Jesus kommen will und sagen, Jesus, du hast ja alles für mich getan. Und das wäre auch die Einladung an euch. Wir werden jetzt dann von der Band ein Lied hören, ihr dürft gerne kommen. Und während diesem Lied, lass diese ganzen Gedanken, was dich angesprochen hat, diese Ideen durch dein Herz, durch deinen Kopf gehen. Überlege dir, wo stehst du? Willst du so eine Neugeburt erleben? Oder hast du schon lange so eine Neugeburt erlebt? Aber vielleicht hast du auch gemerkt, wie du Jesus verdrängt hast und selber am Arbeiten, am Tun bist, um irgendwie vor Gott gerecht zu werden. Dann darf es auch eine Einladung sein, um wieder neu zu sagen, ja, ich brauche Jesus. Er hat ja alles getan. Ich brauche seine Vergebung, dank ihm bin ich in seinem Reich. Also lass diese Gedanken durch deinen Kopf gehen und wenn du dann willst, können wir nachher zusammen dieses Gebet beten. Ja, ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen und ich darf dich einladen im Namen von Jesus, wenn du möchtest, diese Neugeburt, Jesus in dein Leben aufnehmen, dann kannst du das jetzt tun. Es ist ein einfaches Gebet. Du sagst, ja Jesus, ich brauche dich, ich will dich. Ich will es nicht mit meinem Gewissen irgendwie selber in Ordnung bringen, sondern ich will deine Vergebung und dein neues Leben annehmen.
Wenn du das möchtest, dann kannst du in deinem Herzen oder so leise vor dich hin murmeln und wenn du willst auch laut, ja, dass du das mitbeten, dieses Gebet. So lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich getrennt von dir bin. Du hast mich gerufen und lädst mich ein, dein Kind zu werden. Jesus, ich glaube an dich, dass du der Retter und Sohn Gottes bist und für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe, meine Fehler, meine Sünden. Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Ich gehöre dir. Verändere mich so, wie du mich haben willst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke tausendmal. Amen. Wir bleiben gleich noch zu einer Gebetshaltung. Ich möchte einfach auch aussprechen, wenn du mitgebetet hast, wenn du diese Einladung angenommen hast, vielleicht auch schon vor langer Zeit, dann darfst du wissen, Jesus, er hat alles bereits getan. Er ist am Kreuz gestorben für dich. Du musst nicht einen Weg suchen, den du irgendwie schwerevoll gehen musst, sondern Jesus, er ist der Weg. Du darfst auf ihn schauen. Und Jesus schenkt dir ein neues Leben, das sich von innen her verändert, das dich so umgestaltet, dass du immer mehr ein Kind seines Reiches wirst und so lebst, wie er will. Und das musst du nicht aus deiner Kraft tun, sondern darfst das erfüllt durch den Heiligen Geist. Ich möchte dich auch bitten, wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, als kleines Bekenntnis vor Gott, dass du auch jetzt gleich die Hand hältst hier. Ich möchte auch kurz mir erlauben, die Augen zu öffnen und zu schauen, weil es würde mich interessieren oder freuen, nachher auch mit dir ins Gespräch zu kommen, um Fragen zu klären und so weiter. Also bitte ich dich gleich die Hand zu heben. Wenn du auch zu Hause bist, mach das auch als Bekenntnis vor Gott. Wir bieten hier nach dem Gottesdienst eine Gesprächslounge an. Da sind alle willkommen, die eine Frage haben, die ein Gebet wünschen, die einen Schritt auf Jesus zugehen möchten. Und ich möchte dich einladen, dieses Angebot zu nutzen, egal was dir jetzt wichtig geworden bist oder ob du nur einen Segen von Gott abholen willst oder ein bisschen reden möchtest, komm doch nach dem Gottesdienst hier herüber und suche das Gespräch mit den Leuten, die dann bereit sind. Ich möchte dich aber auch einladen, weiter diese Dinge vor Gott zu bewegen während den nächsten Liedern.